Und wirklich ganz, ganz eine tolle Drohne auch mit Prop Guards, die ich am Anfang noch dran hatte, um mich auch ein bisschen daran zu gewöhnen. Ich habe hier die Cam ein bisschen modifiziert, eine andere drin, immer noch alles analog. Ich habe, glaube ich, noch einen Beeper eingebaut, hier ein bisschen etwas basteln mit der Antenne. Hier hinten ist der Empfänger vom Controller. Also es gibt hier verschiedene Controller, Steuereinheiten und gleichzeitig gibt es auch verschiedene Protokolle und je nachdem, was man dann will, gibt es auch einen breiten Markt von eben hier Empfänger vom Signal von Fernbedienung und das kann man dann connecten, ziemlich einfach, das war schon vorbereitet mit dem Kabel, die Antennen noch so ein bisschen einigermaßen sinnvoll platzieren. Ja, und die bin ich dann sehr viel geflogen, bis ich dann gewechselt habe auf grösser Brütsch. GTR 349 ist das näher. 3 Inch, also ein Mühe grösser als 249. Da bin ich noch gerade ein bisschen sehr aggressive Props am Testen gewesen. Ist natürlich auch noch etwas Interessantes. Es gibt natürlich jenste verschiedene Propauer und verschiedene Winkel und Schliffen und Materialien. Also dort damals ein bisschen zu experimentieren ist am Anfang noch tricky gewesen, aber mittlerweile doch kann ich mir einigermaßen einen Eindruck verschaffen. Die Chassis hat es mir mal gesprengt, als ich in eine Pfostenbeine geflogen habe ich ersetzt. Hier unten haben wir herausgefunden, dass wenn wir das mit einem Kabelbinder sichern, dass es dann massiv stabiler ist. Die gleiche Spielerei mit der Antenne, hing wieder der Empfänger. Mal ist eben schon etwas Cooles, das Hobby, dass man doch auch einigermaßen etwas basteln kann. Und apropos Basteln, hier die Kiste habe ich auch selber auch gemacht, um das Ding zu transportieren. Und hier ist einer der Controller, den ich habe. Taranis X7, QX7 glaube ich. Hat eben das FR Sky Protokoll. Dann noch Fly Sky und DJI hat natürlich ihr eigenes. Ist eine gute, kann ich auch alles selber konfigurieren, auf welchen Knöpfen dass ich was haben will. Mal, ist so ein bisschen für meine Analog-Drohne. Und ja, jetzt geht es langsam weiter. Etwa ein Jahr nachdem dass ich die Mavic gekauft habe, habe ich mir dann hier von Rotor Riot, das ist so eine FPV-Crew aus Florida, super YouTube-Channel, super Produkt, hier die HD1 bestellt. Das ist ein paar Monate nachdem dass eben DJI den Markt vom FPV-Fliegen hat betreten, indem dass sie hier hinten so eine Air-Unit gegeben, zusammen mit der Cam und eben auch dem Controller und der Brille. Und das Ganze im Digitalen. Das heisst, man hat wirklich ein richtig gutes Bild. Nicht ganz so krass wie die Videos, die ich im Moment auflade, die ich mit der GoPro filme, aber wirklich, es ist so ein massiver Unterschied. Als Gamer, der Wert auf hohe Wiederholraten legt und wirklich auch empfindlich darauf ist, ob es jetzt mit 60 oder 30 oder 120 FPS läuft, habe ich einfach müssen sagen, dass analog das konstante Flickern, Flackern haben, das ist ganz leid. Und darum bin ich extrem begeistert vom Digitalen. Wie gesagt, ist halt DJI proprietär, hat auch vielleicht den einen oder anderen Nachteil von diesen Analog-Liebhabern, aber ist für mich absolut genial. Nur schon einfach noch ein bisschen rumzufliegen, gechillt, ist einfach ein Genuss, weil man so ein klares Bild in der Brille hat. Wirklich ganz ein tolles Ding. Ja, doch auch der ein oder andere Crash gehabt. Einer ist so hart, dass es GoPro hier oben drauf verbogen hat und einer von den Motoraugen geschlissen hat. Aber das war auch gut gewesen. Dann hat man wieder mal ein bisschen gelernt. In der Nähe von Bäumen muss man halt schon aufpassen. Und das Sichtfeld ist halt schon beschränkt. Und das hat mir aber auch die Chance gegeben, mal einen Motor anzulöten. Und Löten und ich waren nie Freunde gewesen. In der Informatiklehre musste ich auch löten und dort habe ich richtig abgelöst. Und habe nie verstanden, wieso dass ich das jemals brauchen sollte. Aber jetzt merke ich mal, hat man vielleicht doch gescheit ein bisschen mehr geübt. Es ist aber gut gegangen, die Motoren anzulöten. Und wenn ich dann hier die Briefe XT60 muss machen muss, habe ich, also das sind schon richtig dicke Drähte, ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht, sorry. Die hier so ein bisschen rausschimmern. Da habe ich einen Kollegen, der sehr, sehr bewandert ist im Löten und kann dort noch ein bisschen Hilfe holen.
Mal. Und als ich eben die crashed habe, habe ich gemerkt, hey, das sind jetzt 5 Zoll, 5 Inch Drohnen und für mich eigentlich Kompromiss aus Gewicht und Leistung ist genial. Das Momentum, das die Amix haben, wenn man voll pusht und dann einfach ab dem Gas geht, es ist auch ganz anders als mit den leichteren und kleineren Drohnen. Und eben ja, wenn ich die jetzt crashe, bin ich grounded. Das heisst, es wäre doch gut, wenn ich noch eine zweite hätte, 5 Inch. Und dann habe ich mir hier vom Drip, das ist einer von diesen Rotoride-Jungs, Skyliner HD gezogen. Und zum ehrlich zu sein, die haben sie mir beide zusammengebaut. Da habe ich noch einen Honig draufgezahlt und dann haben sie das Zeug alles zusammengebaut. Mittlerweile könnte ich es auch selber nicht mehr an, mit ein bisschen Hilfe beim Löten. Und werde ich sicher bei der nächsten hier machen. Ein bisschen selber Komponenten zusammensuchen. Aber wenn man jetzt eben nicht ganz so Zeit hat, Job fordert, trotz Corona, Family. Und ja, dann ist es mir das wert gewesen. Es ist zwar auch immer ein Lerneffekt, wenn man etwas selber zusammenstellt, aber ich bin halt schon vor allem am Fliegen interessiert. Mit steigendem Interesse auch an der ganzen Mechanik und Zusammenbau und so natürlich. Viel ist halt auch konfigurieren. Betaflight heisst die Software, wo man die Flight Controller, wo das Ganze eigentlich regeln hier drinnen, kann konfigurieren, Einstellungen, jenste Sachen machen. Geht mittlerweile auch sehr gut, ist aber auch eine steile Lernkurve gewesen. Und ihr seht, hier ist jetzt GoPro oben drauf. Die andere, die ich habe, weil eben ja mit einer ist man auch ein bisschen in Gefahr, dass man dann plötzlich keine mehr hat, wenn man crasht. Aber er leidet halt schon ganz schön. Darum, irgendwann muss da auch ein 3D-Drucker her, wo ich selber dann die Cases machen kann. Weil ich finde es schade, dass es hier nicht ganz auch in irgendeiner Form noch ein bisschen drüber geht. Dass man halt auch besser protected ist, weil es genau hier hat es die Einschläge gegeben. Ja, auch hier Props, gang wieder ein interessantes Thema. Das sind jetzt die von Ethics, also von Mr. Steel, seiner Bude. S3 Watermelon und finde ich jetzt fast am besten wirklich. Jetzt habe ich den einen oder anderen getestet, aber die sind super, super wieder zurückbiegbar, sehr flexibel und trotzdem strong. Farbe finde ich easy. Und auch für Akustik, also wirklich top Props. Ja, und das letzte Mal haben wir noch ein bisschen darüber diskutiert, wegen dem teuren Hobby. Das ist natürlich schon so. Also man ist schon Geld am Investieren, wenn man da auch so ein bisschen möchte experimentieren. Aber ich habe das Gefühl, jetzt mit steigendem Wissen und Kenntnis, steigender Erfahrung, investierter Zeit, kann man sich dann schon ein bisschen besser mal in eine Richtung stützen, bevor dass man dann wieder wechselt. Ja, ich habe zwar schon die nächste wieder im Blick, das ist so ein Cinewhoop, wo man dann sehr gut filmen kann, wo auch extreme Takte und Pro-Power hat, dass da wirklich nichts passieren kann, wenn man um Leute fliegt und so. Aber eins nach dem anderen jetzt mal. Und ja, wenn ich es mit vorher vergleiche, beim Gamen habe ich weitaus mehr Knete ausgegeben, muss ich ehrlich sein. Zusammen mit dem Xbox Game Pass Ultimate, den ich mir reingezogen habe letztes Jahr für den 50er im Jahr. Für die nächsten 3 Jahre ist es jetzt, glaube ich, noch am Laufen. Ja, da hat es einen Spezialdeal gegeben. Ich kaufe jetzt fast keine Games mehr. Ich zocke ein bisschen das, was eben dort Xbox Game Pass ist. Jetzt ist ja gerade Streets of Rage 4 rausgekommen, dort nur noch am Rand. Ich hoffe, da kann ich noch ein kleines Video machen, weil es ist halt schon ein unglaubliches Game. Dazu mal auf dem Sega, Mega Drive, Genesis, Streets of Rage 2 und 3 habe ich ultra aufgespielt. Und jetzt zu sehen, dass sie das 4 gemacht haben, das richtig gut ist, freut mich extrem. Aber wir jetzt hier noch schnell das Drohnenbusiness abrunden. Es ist halt einfach so, dass man schon, wie gesagt, Geld investiert, aber jetzt in meinem Fall weniger als jetzt beim Gamen vorher, muss ich wirklich sagen.